Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode war etwas abbruchartig, wir waren gerade bei der 25 Minuten, dazu hat noch die Post geklingelt, wo ich hätte hingehen müssen und hätte cutten müssen. Insofern, es kam passend, wir sind jetzt auch hier angekommen. Unter anderen Umständen, wenn es nicht geklingelt hätte, hätte ich jetzt hier noch Ricky ein bisschen labern lassen. Aber steigen wir doch direkt hier ein. Auch wenn der Cut etwas abrupt war, geht es jetzt direkt im Anschluss wieder weiter. So, halt mal Gaul an, bevor ich dir noch renne. Würde ich erstmal hier wieder plündern, eigentlich. Das können wir später nämlich gut gebrauchen, da würde ich keine Zeit damit verschwenden, auch wenn wir alles auf Maximum haben. Aber es ist gute Vorratsgrube hier zu wissen. Und ich höre Krabbler. Hoffentlich geht jetzt ja die Alarmanlage los. Ja, für später ist es nicht schlecht, hier eine Vorratsgrube parat zu haben. Deswegen schon mal aufgemacht. Okay. Ich wähle die Feuerwaffe aus, auch wenn ich gerade nichts schießen kann. Aber das wird sich wohl noch ändern. So, schauen wir mal, wo uns die gut Ricky hier bringt. Okay. Oh nein, nein, nein. Ey, da stimmt was nicht. Es sollte mehr Wasser rausfließen. Genau dort, ja. Ja, Und hörst du das? was? Genau. Stimmt, was verstopft. Würden die Turbinen laufen, müsste man sie eigentlich bis hierher hören. Oder das Turbine am Arsch. Was ist da passiert? Oh, das ist mit allen Brücken hier passiert. Kluge Männer in Uniform dachten, dass die Horden so nicht weiter vordringen können. Ja. Ah, Flüchtlinge oder Horden von Freaks? Du meinst so Kerle wie Copeland? Ja. Der sicher auch. Okay, komm, ich will eben was überprüfen. Nur so ganz ne. Oh, wir sind ja hier. Wow, wir sind hier ganz schnell Langfahrer. Puh. Ja gut, das ist eigentlich. Ja, eigentlich ist das Copelands Gebiet, aber das ist so ein weißer Fleck, den wir bisher noch nicht erkundet haben. Das trifft sich ganz gut, würde ich sagen. So, Ricky Girl. Wo geht's dann jetzt hier? Ah, da ist auch noch ein Polizeiauto. Schauen wir mal, was hier jetzt noch ist. Aber ich höre hier schon Krabbler. Ja, da sind sie. Ich kann aber derzeit nicht schießen. Wie die hecheln. Igitt. Pfui Teufel, Krabbler. Igitt. Da wird es wohl in den Maschinenraum gehen. Komm her, fühl mal. Na los. Okay. Fühlst du irgendwas? Nein, Ganz genau. Wenn da Wasser durchfließt, dann müssten die Turbinen vibrieren. Komm. Kluges Mädel. Können wir jetzt schießen? Jetzt müssen wir bis ganz nach oben. Darauf. ich folge dir. Siehst du das? die Sowas machen nennt man mich Druckrohr. Unruhig. Wasser aus den Staubecken fließt mit hohem Druck durch die Leitungen. Dabei wird die Strömung konzentriert und zu den Turbinen geleitet. Verdammt, woher weißt du das alles? Meine beiden Brüder haben ständig an irgendwas rumgeschraubt. Dad. Er hat mir dann auch mit 17 einen Job bei Boeing besorgt. Ich ging damals halbtags zur Schule, um Mechanikerin zu werden. Okay. Als es losging. Hast du sie wiedergesehen? Deinen Vater, deine Brüder? Nein. Ja, das ist natürlich praktisch, Komm, wenn die hier drin. Mechanikerin ist. Na gut, dann wollen wir uns das mal an. Das wird bestimmt Spaß machen. Und was jetzt? Warte, was soll das? Was machst du da? Wir waren nur kurz zusammen unterwegs. Nein, ich sagte aber nicht, in dass ich all nicht der schwimmen Zeit hast du kann. dich Ich sagte, ich nie schwimme freiwillig nicht. gemeldet. Einer von uns muss darunter den Zulauf säubern. Also, mach ich's. Oh, aber du kannst gerne zusehen. Okay. Jetzt oder nie, los geht's. Das wird jetzt spaßig. Wahrscheinlich darf ich ja Ja, Feuerschutzgeber. Das ist ziemlich verstopft. Aber ich kann Prüfe es die sauber Turbine. machen. Da ist er. Lauf du zur Turbine zurück. Sieh nach, ob sie vibriert.
Ich hoffe, die wird nicht eingesaugt. Die mag ich nämlich eigentlich. Es wäre schade, wenn Ricky was zustoßen wird. Kann ich hier jetzt endlich schießen? Alter, mich machen die Krabbler total nervös. Und ja, ich will eigentlich nicht, dass Ricky eingesaugt wird. Das wäre nicht so schön. Nichts. Warte mal kurz. Das Ding läuft. Eva. Ja, gut gemacht. Ich hasse es, wenn ich nicht schießen kann. Wenn mir die Quest schon sagt, ich darf nicht schießen. Okay. Spürst du das Vibrieren? Ja, aber die Stromkabel sind noch tot. Was? Mann, ich wusste, dass das zu einfach ist. Na gut, los. Auf zu den Stromwandlern. Auf zum Atem. Also, was wurde aus deinem Dad und deinen Brüdern? Keine Ahnung. Auf meinem Rückweg habe ich sie angerufen, aber es war ständig besetzt. Als ich dann beim Haus ankam, waren alle weg. Das ganze Viertel war wie ausgestorben. Scheiße. Überall hingen Flyer rum, Evakuierungsbefehle. Ich fuhr zum nächsten Flüchtlingslager, aber das stand schon nicht mehr. Alle waren tot. Überall waren Freaks. Oh Mann, Ricky, das ist tut mir echt bitter. leid. Ja, das Ganze ist lange her. So. Trotzdem will ich bei so einem E-Werk, bei so einem Wasserwerk nicht gerade die Krabbler hier rumrennen lassen. Also ich bin nach wie vor dafür, die zu eliminieren. Hier speisen die Leitungen Richtung Süden. Gut, weißt du, was mit den Dingern nicht stimmt? Nein, keine Ahnung. Okay. So, was nu? Jetzt geht's ein bisschen Möglicherweise ein stärker. Kurzschluss im Verteilerkasten. Lass uns mal unten nachsehen. Jetzt ist hier nämlich so Rinnsal, Okay. sondern jetzt fließt es wieder Okay. richtig. Das mit dir und Schizo, das sieht ständig so aus, als würdest du ihm gleich die Gurgel rausreißen. Zu Recht. Das wirst du mir jetzt nicht glauben. Vor kurzem haben Eddie und ich ihn vor unserer Hütte erwischt, als wir gebadet haben. Warte, Moment mal. Schizo, der ist echt ein Spanner? Ich sagte, wenn es nochmal passiert, zeige ich ihm, dass meine Knarre größer ist als seine. Oh Mann. Weißt du, wenn Eddie bei dir war, dann war Schizo sicher nicht deinetwegen da. Ja, sehr witzig. Wäre ich nicht dazwischen gegangen, hätte sie den Bastard erledigt. Autsch. Genau, leg dich nicht mit Frauen an, die ein Skalpell schwingen können. Ja. Das sind wohl weise Worte, allerdings. Hey, hilf mir hoch. Und schon gibt's ein bisschen The Last of Us Feeling. Okay, alles klar. So. Ich mach das Tor auf. Ja, bitte. Na los, es ist gleich hier drüben. Ja, nur nochmal zur Sicherheit geguckt, dass nicht irgendwie zig Freaks oder Bandite oder was hinter mir her sind. Ich bin doch immer übervorsichtig bis paranoid unterwegs. Sieht nämlich aus, als würden hier Freaker gleich nisten. Oh Gott, was stinkt denn hier so? Freakernester. Dem Gestank nach sogar ziemlich viele. Bleib bei mir. Ja, das sah definitiv noch Freaker-Nest Molotows aus. hast du dabei. Genug. Okay. Weißt, wie es geht? Du brennst sie an, ich werf sie weg. Ja, ist lange her, aber wird schon gehen. Okay. Oh, 125 Munition, 60 und 10. Ja, geil. Boah, für Teufel. Ja, das war ja klar, das ist ja prädestiniert für Freaker, eigentlich so dunkles, widerliches Loch. So. Okay, aber sehr gut mit der Munition. Muss ich nämlich so viel Abfuck. schnell plündern und hab mehr parat. Okay, warte mal, was ist das noch? Ein Wecker? Jo, perfekt. Halt! Ups, wo dann? Ah, hier. Okay, warte mal. Was war das? Oh, warte mal. Da haben wir jetzt vielleicht mal endlich Gelegenheit, unseren Axt-Baseballschläger einzusetzen. Sehr schön. Okay. Gar nicht mal so scheiße, ne? Boah, Verteufel.
gucken wir mal, ob hier was übrig ist. Oder ob es jetzt einfach nur so brennt die ganze Zeit. Ne, das verbrennt. Okay. Nestrückstände brauchen wir sowieso nicht, ne? Haben wir, glaube ich, alles voll im Inventar. Naja. Okay, das waren mal die Freaker. Mal schauen, wie viel von denen noch hier rumwatscheln. Warte mal. Ich lade nochmal noch. Weil, genau, hier ist nämlich noch Munition. Perfekt. Dann gehen wir aber wieder auf die Baseballschläger-Axt. Gucken, was wir hier noch alles eliminieren. Hier? Da kommen sie! Okay. Okay. Meine Räder. So. Und drauf. Genau, als in den Nahkampf. Alles gut? Ja. Die mögen wirklich keine Besucher, oder? Ja, kann ich verstehen. Sie sollten sich lieber mal dran gewöhnen. Weißt du was? Das hier gehört ab jetzt zum Lost Lake Camp. Alle Macht dem Volk. Tja. Okay. Checken wir die Verteilerkästen und dann nichts wie weg hier. Ja. Das war's dann. Bereit? Ja. Okay. Und nichts wie weg hier klingt gut. Ja. Houston, wir haben Strom. Gut gemacht. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Komm schon, wir müssen noch die Tür blockieren. Ich will nicht jeden Monat herkommen, um die Viecher wegzuräumen. Warte, du bist in einem Monat hier? Was? Nein, ich weiß nicht. Kannst du bitte... Meine Güte. Verarsch dich doch nur, Dick. Komm. Die Nahkampfwaffe sah übrigens auch sehr gut aus mit einem ganzen Blutodeur. Warum fragst du nach meinem Dad und meinen Brüdern? Ich weiß nicht, du hattest sie vorher nie erwähnt. Es tut mir leid, wenn ich... Ich verstehe, dass du nicht drüber reden willst. Schon okay. Hat mich daran erinnert, dass ich dich schon längst mal was fragen wollte. Schon als wir unterwegs waren. Okay, Ricky. Ricky, nicht jetzt. Du kannst mich später fragen. Warte, nein. Hey, hey. Komm schon, wir müssen los. Okay. Dann greifen wir wieder zur Waffe. Es könnte nämlich sein, dass jetzt ein paar Plünderer darauf aufmerksam werden. So, die hätte ich eigentlich wirklich gern verbarrikadiere, aber okay. Dann halt nicht. Jetzt kommt bestimmt auch noch irgendwas Wichtiges. Hey, du hast nie gefragt, warum ich nicht mehr mit euch gefahren bin. Sollte ich etwa fragen? Ich wusste doch, warum. Iron Mikes Schwachsinn. Gott, Ricky, muss das sein jetzt? Wir waren schon länger unterwegs. Seit, ich weiß nicht, ein paar Monaten. Was? Okay. Okay. Es war in einer Nacht. Und ich erinnere mich ganz genau. Draußen schneit es gerade und... Boozer schnarchte. Weißt du noch, wie er geschnarcht hat? Ich dachte, er hetzt damit eine Horde auf uns. Daran hat sich nichts geändert. Aber egal. Du dachtest, wir würden schon schlafen und du warst da draußen ganz allein, wie so oft. Und du hast etwas angestarrt. Du warst die ganze Nacht wach. Zeig mir das Foto, Dick. Komm, bitte. Da wusste ich es. Was wusstest du, Ricky? Dass ich nicht so enden wollte. Wie so viele von uns hier. Gefangen in der Vergangenheit oder davor weglaufend. Ich will nach vorn blicken. Okay? Nicht zurück. Es ist nicht so, wie du denkst. Okay? Sind Sie es auch wirklich? Er hat das Zeichen auf dem Rücken. Wir sind vom Lost Lake Camp. Iron Mike hat den Vertrag. Tolle Idee. Willst du es nochmal versuchen? Ja, als wäre es nicht klar gewesen, dass jetzt nochmal Plünderer kommen oder in dem Fall noch schlimmer, Ripper. Und Kopf runter. Warte mal. Ja? Wie lange bist du schon im Camp? Der steht hier noch. Warte
mal. Ihr Scheißer seid ganz schön weit weg von zu Hause, oder nicht? Verdammt! Männer! Verehrte! Okay. Warum schwingt ihr eure Ärsche nicht wieder zurück nach Iron Butte, dem Scheißloch, aus dem ihr gekrochen seid? Iron Man hat einen Vertrag. Hör mir zu. Wir sind aus Lost Lake. Oh, hoppla. Danke, Ricky. Ja, wir haben einen Vertrag, scheint die nicht zu kümmern, ne? Und weg mit dir. Ja, da muss ich ja nicht noch jedem Schuss hochladen, finde ich auch ziemlich cool. Ihr seid ganz schön weit oben im Norden, ha? Ihr solltet lieber in Carlos Nähe bleiben, ihr Scheißer! Und wieder einer Vanisher. So. Wir plündern nochmal bei Denner. Ripper haben für gewöhnlich nämlich auch relativ gutes Zeug bei sich. Wieder einer weg. Another one bites the dust. And another one gone. Another one gone. Another one bites the dust. Ah, jetzt sind sie mal drauf gekommen, die Dere zuzumachen. Ah, Traktor. Ja, cool. So. Die haben wahrscheinlich sich schon um die Krabbler gekümmert, aber. Rohrbombe. Ja, auf sowas habe ich doch gehofft. Gehen wir nochmal rein. Deine Mutter sei Gesicht ist hier. So, warte mal. Brenne und sei frei. Interessante Hypothese, Mich ja. doch einfach hier verbluten lassen. Da wären die Freaks hier ganz schön happy, ha? Das ist doch, was ihr wollt. Warte mal, da hat es irgendjemand erwischt. Ah, das ist nochmal so ein Typ mit dem Tank hier nicht drauf. Verdammt nochmal! Warte mal. Habe ich den Typ nicht auch am Kopf erwischt? Hoppla, warte mal. Ein bisschen in Sicherheit. Mist. Na, komm schon. Oh, 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 oh. Ricky, weg, 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 weg. Lock, gehst du aus dem Weg, du Saukuh. Das gibt's doch gar nicht. Mann, diese dumme NSCs. Entschuldigung. Aber sowas regt mich auf, wenn ich total verwundet bin, total im im Feuer drin bin. Selbst aufpassen. Ja, wie lange bist du schon im Camp? Und dann macht die Gretel hinter der Heck einfach keinen Platz. Oh, ihr könnt einfach alle zur Hölle fahren. Das ist der richtige Platz für euch. Okay. Das sind Männer! Das kotzt mich ja. Iron Mike hat einen Vertrag. So, Heiler. Hör mir zu. Wir sind aus Lost Lake. Mach ihn fertig! Wir haben einen Vertrag. Hey! Wo kam denn der Wichser wieder her? So. Ach, verreck doch. Wow, das war saubere Köpfung. Oh, Alter. So, jetzt nochmal Heiler. So. Weg hier. Und Kopfschuss. So. Ich opfer gleich dich. Drecksack. So, gut. Wir müssten gleich wieder hier außen rumgehen, ne? Okay. Wow. Okay. Warte mal, wir kümmern uns erstmal um die da hin. Um alles, was da rumkreucht und fleucht. Na, lebt ihr noch? So. Wir sammeln nochmal ab von denen, was wir gebrauchen können. Ricky gibt mir jetzt Feuerschutz und ich weiß genau, mit derer halte ich mich nämlich in einem engen Raum auf. Geht dann nämlich nicht aus dem Weg, die Gretel. Warte mal. Ja, da hinten waschelt noch irgendeiner rum. Zwei sogar. Kopftreffer. Warte mal, ist daneben noch was? Ja, Ricky gibt mir Feuerschutz.
Okay. Okay. Lebt noch. So, Körpertreffer, aber ach, genügend. Und Kopftreffer. Okay. So. Hoppala, da hinten ist noch. Komm raus. Komm raus, wo immer du bist. Zeig dein hässlicher Kopf. Komm schon. Okay, wir rahmen erstmal wieder auf bei der Ripper. Die Musik ist auch ziemlich cool. Okay. Ich köpf dich jetzt gleich. So. So machen wir das. Okay, warte mal. Ah, da hinten ist noch so ein Kasper mit seinem Schnick-Schnack-Schabernack. Ah, da ist auch noch einer. Warte mal. Was? Der ist nämlich da. Okay. Noch einer übrig. Das müsste der letzte gewesen sein. Okay. Gut. Keine Ahnung. Früher hatte ich auch mal mit solchen Typen zu tun, die werfen sich PCP rein oder irgendein anderes Zeug. Oh, Badesalz. Erinnerst du dich? Ja, okay. Komm schon. Mal sehen, ob die Bikes noch da sind. Also wer sich Badesalz reiföhnt, der sieht normalerweise auch nicht mehr so gut aus. Den Ripper könnte ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass die sich auch durch voll pumpen, ne? Mit irgendeiner Scheiße. Warte mal, da kommt man vorher nicht hoch. Da werden aber auch jede Menge Krabbler noch. Oh ne, die haben sie wohl einfach so eliminiert. Na gut, schade. Ich habe gedacht, bei dem König eventuell noch Gewehrmunition abstauber. Aber das mit Ricky hat mich jetzt echt aufgeregt. Ich mag den Charakter an sich, ja. Aber dass die in der Hütte so im Weg war, das war nervig. Das war wirklich einfach nur nervig. So. Und den dicke Hund, den möchte ich auch nochmal plündern. Die haben wir gewöhnlich immer... Alter, was der für ein Scheiß da dabei hat. Der erinnert wirklich an Mad Max, der Typ. Und die ganze Irre, die da rumrennen. Okay, das habe ich komplett verbraucht. Warte mal, wir haben doch hier genau für so Situationen, weil ich das vorausgesehen habe, gibt es auch ein bisschen Präzisionsgewehr-Muni. Genau. Und wir holen uns... Okay, Schrott haben wir auch genug. Dann reparieren wir das. Und holen uns den Schrott nochmal hier. Genau. Perfekt. So, oder? Bisschen Zeit haben wir noch. Glaubst du wirklich, Iron Mikes Vertrag mit diesen Bastarden wird halten? Keine Ahnung. Scheiß Ripper, nach dem, was sie mit Busas Arm gemacht haben und nach der Sache mit Lisa. Was? Das hier hatte einer in der Hand. Was ist passiert? Hattet ihr Ärger mit denen? Du und Busa mit den Rippern? Ich meine, wegen des Antibiotikums? Keine Ahnung, hör zu. Was immer Carlos denken mag. Das ist nichts verglichen mit dem, was ich ihm antue, wenn ich ihn sehe. Komm, gehen wir. Also wie es aussieht, scheinen die Ripper gezielt noch Deke und Busa zu suchen. Wir folgen die Leitung nach Süden. Wegen der Stromwandler. Wir sollten mal nachsehen. Okay, ich folge dir. Gut, ich werde bis zum nächsten Ding jetzt nochmal fahren. Und wird dann mal einen Cut einsetzen und für heute die Aufnahme beenden. Nein sagen? Wie bist du an den MC geraten? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben viel Zeit. Okay, ich war früher bei den Gebirgsjägern, einer Spezialeinheit, die mit der Nordallianz kooperierte. Wow, ich wusste nicht, dass du bei der Army warst. Warum? Willst du es hören oder nicht? Tut mir leid. Wir rückten auf Mazar-i-Sharif vor. Da gerieten wir plötzlich in einen Hinterhalt der Taliban. Auf ihren Pritschenwagen hatten sie Su-23, umgebaute Flakgeschütze. Dicke Dinger. Mhm. Ja, richtig dicke Dinger. Der Humvee explodierte, fiel eine Klippe runter, deckte den Hari. In Afghanistan zu ertrinken, ist wirklich schwer.
Ehrlich, das ist eine gottverdammte Wüste. Ich wurde rausgeschleudert. Als ich aufwachte, lag der Humvee verkehrt herum im Fluss. Ich schwamm raus und suchte Überlebende. Ich zog eine Leiche ans Ufer. Und dann 7 weitere. Scheiße. Dann brachte ich Tanner an Land. Sarge. Das war's dann. Und als ich heimkam, keine Ahnung, ich holte mir ein Bike, jahrelang damit rumgefahren, von Ort zu Ort und... Na, Farewell, du bist hier aufgewachsen, oder? Ja, okay, als ich mich also wieder dran gewöhnt hatte, heuerte ich in einem Bike-Shop an, der diesem alten Kerl namens Jack gehörte, der diesen Club leitete. Press, so haben wir ihn immer genannt. Er hat mich selbst aufgenommen. Warte, Jack? Musa hat von ihm erzählt, glaube ich. Saß der nicht auch im Gefängnis? Das war eine miese Sache. Er hat's auf seine Kappe genommen. Club. Ihr habt euch sicher nahe gestanden. So ein Biker-Präsident dann wohl, ne? Von seinem Club, der man abhört mit Busa. Na gut, dass da welche im Knast hocken, ist jetzt auch nicht gerade so außergewöhnlich, ne? Gerade wenn es die Präsidenten sind. Ach, scheiße. Einer muss das ja sein. Kommen wir morgen wieder. Dann kannst du das Werkzeug besorgen und wir kümmern uns drum. Dann sind weniger Freaks unterwegs. Also keine heiße Dusche? Okay, aber ich will dir zuerst was zeigen. Nein, Ricky, der Tag war lang. Komm schon, du weißt viel über die Freaks. Ich will dir was zeigen, was du vielleicht nicht weißt. Komm, wo wir schon hier sind, Scheiße, na gut. dann los. Okay. Hey, darf ich dich was fragen? Oh Gott, wie ich schon sagte, kann ich's verhindern? Warum trägst du immer noch die Farben? Was meinst du denn damit? Ich meine, warum tragt ihr noch eure Kutte? Du und Musa. Ihr wollt ja keine Mitglieder werben oder Territorium für euch beanspruchen. Nein. Einige Kollegen haben früher am Wochenende Kutte getragen. Ich habe sie mal gefragt und sie sagten, es wäre ihre Art von Fuck you in Richtung Polizei, Behörden und Regierung. Gegen wen rebellierst du denn? Gegen den Rest. Hör zu, wir tragen die Kutte nun mal. Was willst du denn? Ich spreche nicht für Busa, aber für mich ist es nichts weiter. Meine Kutte, das bin ich. Ich habe schon eine Menge Scheiße in meinem Leben gebaut, aber die Zeit beim MC ist eine der wenigen Dinger, die er bereut, nehme ich mal. Ricky, wir schon und Horden von... Ich weiß, aber noch nicht so. Oh Gott, das ist die Sägemühle, ne? Ich war schon oft hier, um sie zu sehen. Sie bleiben in den alten Gebäuden und kommen jeden Abend raus, als läute jemand eine Essensglocke, weißt du? Am Morgen kommen sie zurück, aber wozu? Ruheschlaf? Du meinst, du hast noch nie nachgesehen? Haha. Nein, einmal ging ich zu nah ran und ein Dutzend von ihnen hat mich gejagt. Ist wie ein Stich ins Wespennest. Na los, gehen wir. Es wird dunkel. Ja, das ist die größte Horde bei der Sägemühle. Das ist auch nicht zu unterschätzen. So, wenn wir jetzt zu Lost Lake zurückkehren, dann kann ich ja dann auch wieder speichern. Okay, dafür habe ich neulich etwas gesehen, was du nicht... Nur mal gerade gucken. Ja, das ist hier die Sägemühle. Das merke ich mir mal vor. glauben wirst. Oh, willst du nicht reden? Dann mal los. Halt, lass mich raten. Du hast Nero hier gesehen. Warte mal, woher weißt du das denn jetzt? Sie wurden schon öfter gesehen. Überall in Lost Lake. Scheiße. Warum fragst du? Sie sind nicht hier, um zu helfen. Sie scheinen sofort loszuballern. Ist mir egal. Ja? Klang irgendwie anders. Okay. Ja, dann sind wir da wieder. Und dann kann ich auch die Aufnahme für heute beenden. Hab mal 3 Episoden gemacht, dass ich über die Woche noch im Drachenfest komme. Und kann dann am Wochenende noch im Drachenfest die Woche drauf wieder selber aufnehmen. Dann dürfte ich ja körperlich wieder in der Lage sein, noch eine Woche Urlaub im Prinzip. Beziehungsweise
Schaffen muss ich dann auch wieder, wenn ich zurück bin. Masterarbeit darf halt nicht warten. Aber Endtag noch im Drachefest, den Montag, den gebe ich mal wenigstens noch als Ruhetag. So, jetzt kommt wahrscheinlich nochmal irgendeine Shenny-Sequenz. Hey, wo zum Teufel wart ihr so lange? Schön, dich zu sehen. Skizo sagte, du und Deacon, ihr wärt los. Ich hatte Angst. Adi, ich bin müde, okay? Oh, echt toll. Hey, Deke. Danke. Ja, okay, sag Bescheid, wenn du mit dem Stromwandler anfängst. Ich bin hier. Klar. Schwachsinn. Was ist dein Problem? Nein, nein, was ist dein Problem? Ich sag doch, ich bin müde. Mehr nicht. Okay, tut mir leid. Wie gesagt, ich hatte Angst. Du sagst doch sonst Bescheid, wenn du wegfährst. Okay? Das ist alles? Ja, hier haben alle unser Problemchen, ne? Okay. Eine lange Geschichte, 50%. Ah, wieder 400 Punkte mehr. Ein verdienter Lebensunterhalt zu 63%, was glaube ich. Verassen der Klarheit. Oh, okay. Okay, vollgetankt Zimmer 8 wieder. Sieht doch soweit gut aus. Ich verschwende hier echt meine Zeit. Dann würde ich doch sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder. Die Episode war auch lang genug zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und ja, wenn ihr wie gesagt wollt, dass ich noch ein bisschen kommentiert zum Thema Drachefest, wenn wir hier im Spiel Zeit haben, gebt einfach Bescheid. Und ja, dann kann ich euch da auch noch mal ein bisschen was erzählen, was ich so gemacht habe, was abgange ist und wie ich es die F generell verbraucht habe. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Kommentiert, wenn ihr wollt. Das ist echt Pech. Was Skizo? Ja, Sumpf. Skizo. Ich frag mich echt, was der den ganzen Tag getrieben hat. Sumpfdienst gehabt. Das möchte ich nicht unbedingt. Na gut, wie dem auch sei, wir sehen uns übermorgen wieder. Machen's gut, bis du hier. Eiern. Yankee.